Und der letzte Koffer ist zu. Anne-Kathi Tobler schaut wehmütig durch ihre Stube. Mit dem Koffer schließt sich irgendwie auch ein Lebenskapitel. 60 Jahre hat sie in diesem Haus gelebt. Und jetzt wartet vor dem Haus schon das Taxi ins Altersheim. Anne-Kathi hat gehofft, dass der Tag nie kommen wird. Aber nach 3 Stürzen in den letzten 3 Wochen hat sie sich schweren Herzens dazu überwunden. Dass der Einzug ins Altersheim aber ausgerechnet einen Tag vor Weihnachten stattfindet, macht der alten Dame doch sehr zu schaffen. Ihre Kinder leben beide im Ausland. Ihre älteren Geschwister und ihr Mann sind leider schon lange nicht mehr. Manchmal wünscht sich Anne-Kathi, noch mal von vorne anzufangen. Noch mal Kind sein. Sie mag sich noch gut erinnern, wie sich alle Kinder in ihrer Straße am 24. Dezember draussen getroffen haben, zum Schlitteln und Schneemannen bauen. Jeder hat von daheim noch Weihnachtsgutzli oder Grittibänze mitgenommen, wo sie dann zusammen im selber gebauten Iglu neben den Schneemannen gegessen haben. Die Welt hat sich in diesen Stunden so heil angefühlt. Nichts hat ihnen etwas anhaben. Nicht die bittere Kälte oder die strengen Eltern daheim. Hauptsache, sie sind zusammen. Sie haben sich geschworen, dass wenn sie dann mal gross sind, sie einfach immer zusammen Weihnachten feiern werden. Sie werden die Tage genau so verbringen wie dazumals. Und wenn es dann Abend wird, gibt es keinen komplizierten Weihnachtsbraten, sondern einfach Spaghetti Bolognese. Und anschliessend würden sie die ganze Nacht lang wach bleiben und aufs Christkindli warten und in den kuscheligsten Bischis mit ganz viel heißer Schoki Weihnachtsfilm schauen. Dazu ist es aber leider nie gekommen. Sie sind älter geworden und das Leben hat für alle von ihnen unterschiedliche Pläne gehabt. Sie haben sich auseinandergelebt. Mit diesen Gedanken im Kopf schaut Anne-Kathi Tobler aus dem Fenster von ihrem Taxi. Regentropfen suchen ihren Weg entlang der Glasscheibe. Genauso wie Anne-Kathi ihren Weg gesucht hat in den letzten Jahren. Manchmal hat sie das Gefühl, sie sei immer noch auf der Suche. Sie bereut, viele Sachen nicht einfach gemacht zu haben. Die trübsinnigen Gedanken hängen noch über ihr, wo sie die Schwelle vom Altersheim Sonnengarten übertritt. Das ist jetzt also ihr Zuhause. Eine junge Pflegerin hilft ihr, ihre Habseligkeit ins Zimmer zu tragen. Am 4 Uhr gibt es hier einen Punsch und Spiele für die Tobler. Wir freuen uns, wenn Sie auch dabei sind. So ganz nach Gesellschaft ist ihr zwar nicht, aber sie kann sich das ja mal anschauen. Um 4 Uhr geht Anne-Kathi also runter in den Gemeinschaftsraum, der ganz festlich geschmückt ist. Ein feiner Duft von Punsch und Weihnachtsgutzli hängt in der Luft. Sie lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Wo soll sie nur hersitzen? Jesus, nein, das ist ja Anne-Kathi! Ruft plötzlich eine männliche Stimme mit einem seltsam vertrauten Lispeln. So schnell sie sich in ihrem hohen Alter noch können, dreht sich Anne-Kathi gewundrig um. Ihr erster Eindruck hat nicht getauscht. Das muss der Theodor sein. Der Schalk in seinen Augen blitzt noch genauso wie früher, als sie Kinder waren. Anne-Kathi war immer ein bisschen verliebt in ihn. Und dort neben ihm, das sind doch das Heidi, die Erika, die Melanie und der Karli. Aber das kann doch gar nicht sein. Ich bin, doch schlechter zu Weg, als ich gedacht habe. Ich bilde mir schon Sachen ein, murmelt Anne-Kathi. Aber da steht der Theodor auf und umarmt sie. Die anderen kommen ebenfalls schnurstracks, so schnell sie ihre alten Knochen erlauben, auf sie zu. Sie sind tatsächlich real. Tränen schiessen dem Anne-Kathi in die Augen. Ihre Kindheitsfreunde, sie alle sind da. Sie war sicher, dass sie ihre Gespendli von damals nie mehr sehen wird. Der Gemeinschaftsraum vom Altersheim Sonnengarten verwandelt sich in dem Moment zu der Strasse in ihrem alten Quartier. Den ganzen Rest des Tages haben sie heisse Schoki und Punsch getrunken, in Erinnerungen geschwelgt und Spiele gespielt. Die Melanie bescheisst immer noch genau gleich wie früher. Heute gibt es eine freie Nacht mit ganz vielen Filmen. Der Karli hat nämlich eine riesige Sammlung in seinem Zimmer. Und morgen, das hat der Koch versprochen, gibt es eine richtig weihnachtliche Spaghetti Bolognese.